Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 11. Spieltag der 2. Liga, und der FC empfängt die Truppe aus Heidenheim, und die hat mit Frank Schmidt, das fanden wir sehr interessant, übrigens den dienstältesten Trainer der 1. und der 2. Liga. Der ist da nämlich schon seit 2007, und das war das Jahr, in dem der HSV Thomas Doll gefeuert hat und stattdessen Huub Stevens eingestellt hat. Das ist so unfassbar, total lang her. Ne? Ja. Also am HSV herrscht, was das anbelangt, ne? Herrscht Kontinuität, also zumindest in puncto Unbeständigkeit. Ne? Ich warte eigentlich nur auf die Pressekonferenz, auf der die nächsten 3 Trainer der Spielzeit bekannt geben. Das wäre im Grunde nur konsequent. Ja, okay. Aber was beschäftigen wir uns denn hier mit dem HSV? Wir müssen natürlich auf uns selbst gucken. Und was ist denn bisher passiert in dieser Saison? Wir tun uns deutlich schwer mit unserem Spielsystem. Angefangen hat das Ganze mit einem richtigen Hurra-Fußball, und richtig viele Tore haben wir auch geschossen. Absolut. Ne? Das Problem war nur, dass die Abwehrspieler uns nichts darüber sagen konnten, wie die Gegentore gefallen sind. Warum? Ne? Die waren alle vorne und haben das nicht gesehen. Ne? Ja. Und dann haben wir als nächstes voll auf die Defensive gesetzt. Und das hat richtig gut geklappt, bis einschließlich des Bielefeld-Spiels. Und dann haben wir so eine komische Mischform plötzlich ausgegraben. Das heißt, hinten weiterhin gut stehen. Das Problem war nur, vorne und in der Mitte auch gut stehen. Ja. Aufstellung gut, aber stehen ist natürlich keine gute Idee. Aber es ist eine gute Überleitung, denn wir stehen, wie sich vielleicht rumgesprochen hat, auf Fankultur. Und deswegen haben wir unsere Freunde vom FC Heidenheim auch diesmal wieder gefragt, was sie uns denn so erzählen können über Heidenheim, über ihre Stadt, über ihren Verein. Ja, und um das mal richtig einzuschätzen, muss man sich vor Augen führen, Heidenheim hat gerade mal 2600 Vereinsmitglieder. Und was die aber auch haben, das sind richtig gute Mitarbeiter, und die haben uns echt geholfen. Oh ja. Das Besondere an unserer Region ist, dass wir Schwaben sind, und die sind recht geizig. Deswegen wollen wir die 3 Punkte auch mit nach Hause nehmen. FCH, die 3 Buchstaben F, das steht für familiärer Charakter eines bodenständigen Vereins, ambitioniert und professionell geführt. Das Besondere an uns ist einfach, dass wir nur Geist sind. Wir kommen jedes Spiel, wir feuern die Mannschaft an, wir standen für heute, wir standen für den Schlossberg. Viel Kultur, schöne Gegend. Ja, die Leute, die sind ein bisschen räs, wie man hier sagt, aber die sind, wenn man sie ein bisschen näher kennenlernt, da sind die richtig gut. Du hast viele Möglichkeiten wegzugehen, spazieren gehen, und vor allem der Fußball. Der Fußball ist einfach überragend da. Das C steht für, und das weiß keiner, ein charmantes Stadion rund um den Kiosk herum aufgebaut. Das Besondere an unserem Stadion ist, dass ein Stadion um ein Kiosk gebaut worden ist, in dem wir uns nach dem Spiel treffen und die 3 Punkte feiern. H steht für hohes Identifikationspotenzial. Auf dem Platz und daneben. Das Triple S steht dafür. Schnatterer, Schmidt und Sonnwald. Einen Heidenheim-Fan macht aus, dass wir Herzblut zeigen, dass wir Vollgas geben und nie aufgeben. Wie die Mannschaft immer kämpfen bis zum Schluss. Dass wir treu sind, geradeaus und ehrlich, und immer hinter der Mannschaft standen, egal wie sie sind. Moment. Der typische Heidenheimer Fan, der brodelt bei den Heimspielen und fährt nicht zu Auswärtsspielen. Nicht geschumpfen ist gelobt genug. Das absolute Superlativ, wenn der FCH mal richtig gut gespielt hat, dann sagt er, nicht schlecht. Sehr, sehr geil, muss ich sagen, sehr geil. Wobei ich offen gestehen muss, ich habe nicht alles verstanden. Was um alles in der Welt ist Räs. Ich habe auch keine Ahnung, habe es auch nicht verstanden. Aber ich habe es mal nachgeschlagen, und gemäß Definition soll es heißen, scharf, schneidend, beißend. Aber das kann ich mir bei den Jungs ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, weil die haben so einen netten und gemütlichen Eindruck gemacht.
Ja, ja. Und ehrlicherweise nett und gemütlich, ja, wäre mir mit Blick auf das Spiel auch viel, viel lieber, denn scharf, schneidend und beißend, ja, das wollen wir ja selber sein. Ne? Ja, das wollen wir sein und das müssen wir auch endlich werden, Ja. gerade im eigenen Stadion. Denn was da in den ersten Heimspielen zu Hause gelaufen ist, naja, also das war ja nun wirklich mau und wir wünschen uns nichts mehr, als in Müngersdorf endlich wieder Spaß zu haben. Ja, und Spaß ist auch schon wieder eine Überleitung. Genau das wünschen wir uns auf unseren Shirts. Ne? Guckt selber, wir wollen einen Heidenspaß. Im Heimspiel. Ja. Da ist es. Das gehört für uns nämlich untrennbar zusammen. Und damit es besonders viel Spaß macht, kann man dieses Motto auch in der Horizontalen lesen. Ja, und aber ob er das jetzt so oder so oder so oder so oder so liest, ja, das ist uns ganz egal. Ne? Das Wichtigste ist natürlich immer 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Grüßerchen, Leute. Ist auch ein Heidenspaß. Ja. Jedes Mal. Absolut. Übrigens, ihr lieben Heidenheimer, vielen herzlichen Dank für die Beteiligung. Das fanden wir toll. Und eine Sache, die bei euch großartig ist, die ist bei uns ganz genauso. Denn auch bei uns gibt es einen Kiosk, der heißt Junker. Ja, bei uns nennt man die Dinger Bütchen in Köln. Und es ist genauso wie bei euch. Rund um dieses Bütchen herum haben wir ein Stadion gebaut, nämlich das Müngersdorfer Stadion. Genau. Und noch viel mehr. Wir haben da ein ganzes Dorf, also Junkersdorf haben wir drum gebaut und dann Müngersdorf und alles, also Wahnsinn. Und eine Was da- Kirche haben wir auch noch drum gebaut. Ja, Die ist direkt zwar ein daneben. bisschen mehr in der Innenstadt, Ja. die kennt ihr wahrscheinlich auch. Also ein Christenheim, ne? Kein Heidenheim. Also, aber könnt ihr ja mal angucken, wenn ihr da aus dem Bahnhof rauspuchzelt, dann steht die da so in der Ecke. Ja, genau. Ja. Ja. Kann man den Witz machen mit Heidenheim, Christenheim? Ich würde ihn nicht machen. Ne? Also der ist ausgelatscht und naja gut, also vielleicht fühlt sich dann auch irgendjemand angegriffen, lass uns den lieber nicht machen. Okay, dann machen wir den nicht. Ne? Also dann müsst ihr Heiden einfach so heim, also ohne Punkte. Macht's gut. Tschüss.